Hallo und herzlich willkommen. Da ist wieder eure gute Schranzleim von SSOC Gaming und Let's Plays. Ja, wie ihr da unschwer erkennen könnt, heisse ich euch herzlich willkommen heute einmal zu einem weiteren Special-Video. Und zwar habe ich gedacht, mache ich da zu Legion noch ein paar Guides. Je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie die Upload-Reihe aussieht, also wie ich welche Videos uploade, mache ich mehrere Guides, sprich 2 Stück. Zum einen mache ich einen Guide über die Legion Pre-Quest zur verheerten Insel und zum anderen mache ich einen kurzen Guide, wie die Invasionen dann so ablaufen. Jo. Und zu gutem Glück habe ich da 100 da, wo ich die Pre-Quest noch nicht gemacht habe. Und ich würde sagen, wir betreten gerade mal die Welt mit dem und ja, machen dann mal noch die Pre-Quest. Jetzt habe ich natürlich, glaube ich, Quest schon angenommen. Hey, ja, voll, die Rückkehr der Legion. Also ganz wichtig für euch. Einen Moment. Da. So. So. Ganz wichtig für euch. Also, wenn ihr jetzt das erste Mal einloggt bei Legion, dann ploppt ja da automatisch, wie ihr es gewohnt sind, Fenster auf, was jetzt so für Neuerungen draussen sind. Dann könnt ihr die Quest einfach annehmen, dann habt ihr da oben die Rückkehr der Legion. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Ihr folgt einfach nur dem Questbeschrieb, der lotst euch außerhalb von Orgrimmar führen. Dort müsst ihr dann mit einem schnarren. Und könnt euch dann sozusagen vorbereiten für die Invasion für die verheerte Küste. Der steht da. Jetzt habe ich gehört, dass es da irgendwo noch einen Händler gibt. Verflucht, wo ist der? Irgendein Händler, wo glaubst du irgendwelche seltene Mounts Mounts Pets verkauft. Jetzt ist die Frage, ist der? Weil das ganze Zeug kann man eben nur erwerben. In dem Zyklus da rein. Nachher nicht mehr. Und ja. Wäre natürlich schon cool. Ich die noch könnte holen. Wie gesagt, das ist mein letzter Charakter mit der Pre-Quest. Und ja. Genug davon. Ja, nun, egal. Auf jeden Fall, ja, müssen wir uns natürlich da zuerst vorbereiten. Und das machen wir jetzt auch mal, wie ihr da seht. Rüstung polieren, Waffen verstärken, die letzte Mahlzeit zu uns nehmen. Ein Vorbereitungsduell machen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal noch. So. Ich hoffe, meine Grafikeinstellungen verheben jetzt auch. Weil nachher wird es dann sehr FPS-lastig. Ja. Grüße. Raus mit der Sprache. Spende? Nein, da will man eigentlich nicht. Ja, no. Draufgeschissen.
fertig. Ab dafür. Ich hab den guten Stoff, Mann. Ah, haha, da. Und tschüss. Schlecht. Kraft und Ehre. Ja, die Wappenröcke, die kann man ja noch auch noch kaufen. Denn wohl. So. Hall, Hall. Vorwärts zum Sieg. Södelig. Jetzt haben wir da natürlich noch einen Ring bekommen. Ja, vor allem in der 100er Chance ist die TK der schlechteste Equipte. Hey, wie geht's So, euch so? dann würde ich sagen, starten wir da mal die Szenariosuche und ich bin jetzt mal ruhig. Bleibt sauber. Was liegt an? Schönen Tag auch. Okay. Okay. Sylvanas ist vor ein paar Stunden mit der Hauptflotte angekommen. Man sieht die Insel nicht vor lauter Dämonen. Jetzt schon? Wie sind die alle so schnell hier? In Ordnung, Horde-Truppen. Ich hab so ein Gefühl, dass wir es bald wissen. Dämonen. Viel Spaß damit. Wir bringen uns dann mal in Sicherheit. Und schreibt uns eine Karte, wenn alle Dämonen weg sind. Gerade Segel einholen und zwar flott. Harry, was ist das da vorne? Riecht nach Ärger. So, da wären wir also angekommen, an der verheerten Küste. Und es geht da schon wild zur Sache. Jetzt müssen wir da natürlich die Kristalle kaputt machen, damit die kaputt sind. Und dann startet es nachher in die nächste Phase, wenn wir dann den Boss da hinten umbringen. So, und dann starten wir auch schon in die Phase 3. Nämlich der gute da umliegen. Konzentriert euch auf den Kommandanten! Hast du die falsche Seite gewählt? Der Meister der Partei!
ist er auch schon down. Gut, wieder an eurer Seite zu kämpfen, Kriegshäuptling. Werd mich nie dran gewöhnen, dass ihr mich so nennt. Es gibt nur einen Weg zum Grabmal. Seid ihr bereit? Vorwärts! Sylvanas Schiff muss da vorne runtergekommen sein. Sie breiten sich schneller aus als je zuvor. Ja, Mann. Das ist Ja, nicht die Mann. Region, die wir kennen. So, jetzt kommt, ich glaube, nochmal das Cinematic. Was? Das ist keine Invasionstruppe. Das ist eine Armee. Bögen spannen! Halten! Feuer! Sie leben. Gehen wir. Scheiße, das wird mir wieder mal nicht angezeigt, wo die Siechen landet. Ich hasse das. Oh, Jesus Gott. Oh, yeah. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. So, und jetzt sind wir schon in die 5. Phase nachgekommen. Zwar müssen wir jetzt das Portal zerstören. Erste Salve auf mein Zeichen. Jetzt! Zerreißt die Kristalle! Das war beliebt. Aber wie haben sie in dieser kurzen Zeit so viele Dämonen hierher gebracht? Diese Invasion ist anders als alle, die ich bisher erlebt habe. Und ich bezweifle, dass das die letzte Überraschung war. Diese Gebäude wurden im Handumdrehen errichtet und spucken in Sekundenschnelle scharenweise Dämonen aus. Und jetzt wissen wir, wie wir sie vernichten. Ich stehe oder wir. Schuld. Legen wir los, bevor sie uns die Entscheidung abnehmen. Das sind Insignien des Atötenkreuzzugs. Könnt ihr sprechen? Wo ist der Rest des Kreuzzugs? Krieger der Horde, sucht nach Überlebenden. Rettet so viele ihr könnt. Das ist das Ende. So, wir haben jetzt gesehen, in der Phase 6 geht es eigentlich darum, Dämonen abzuschlachten, bis die Liste auf 100% ist.
mich zurück! Das war zu leicht. Da stimmt etwas nicht. Da, auf der anderen Seite der Kluft. Gul'dan! Er hat Tyrion. Krieger der Horde! Stoßt vor zu Thrall! Hat jemand eine Idee, wie wir dort rüberkommen? Ja, der Fall weiß das schon. Der Erde steht mir bei. Praktisch. Bei denen sehen da übrigens die Allianz. Kämpfen ja im Moment zusammen gegen die gute Legion. Tyrion! Gul'dan, dafür werdet ihr bezahlen. Kein zurück. Es ist eine Falle. Das Licht wird mich schützen. Nein, dies ist der Tempel eines Gottes. Euer erbärmliches Licht ruft euch hier nicht. Wenigstens sind eure Freunde noch rechtzeitig gekommen, um euch sterben zu sehen. Vernichtet ihn! Das Licht wird... Vordring! Nein! All eure Arbeit, all eure Opfer, nur um eure Champions hier einen nach dem anderen sterben zu sehen. Vernichtet sie! Und da wären wir schon in Phase 8. Der gute Crosus muss sterben. Ja, und jetzt tut er immer abwechslungsweise switchen. Jetzt geht er zuerst zu der Allianz, dann kommen bei uns Ads, die wir killen müssen, und dann wechselt es noch. Dann kommt er zu uns und Ads sind noch bei der Allianz. Euch zu, Wildläufer! Los, Krieger der Horde! Zeit der Allianz zu zeigen, wie wir Dämonen abschlachten. Diesmal haben wir ihn. Konzentriert unsere gesamte Feuerkraft. Ihr habt noch eine Chance. Erledigt die Zylvanas. Dann ist eure Arbeit hier getan. Los, Jungs.
Könnt den Kill nicht der Allianz überlassen. Sauber. Keine Zeit für Ballerei bringen. Wir müssen Rodan stoppen. So, nachdem wir den umgebracht haben, starten wir auch schon in die letzte Phase. Die wird jetzt vermutlich sehr FPS-lastig. Entdecken eure Flagge. Sylvanas, ich danke euch. Viel Glück. Ich werde jetzt da vermutlich das Minimum müssen anbestellen. Und hoffe es verhebt halbwegs, dass es nicht gerade Augenkrebs verursacht. Das Ganze ist ein time-gescriptetes Event, also man kann hier Schlachten machen, wie man will. Es spielt keine Rolle. Wieso gehen jetzt die runter? Ah, die kämpfen dort unten gegen den Gul'dan. Wie treffend, Mensch. Vor meinem Meister gibt es kein Entkommen. Werde Zeugen der wahren Macht von Lord Sargeras. Am Fuß des Kamms hinter uns. Noch ein Portal. Die kämpfen dort auch noch gegen jetzt. Um jeden Preis halten. Bezieht Position. Wir halten sie auf. Wir müssen. Ja, und wie ihr jetzt hier seht, Ihr könnt uns nicht bezwingen. kämpfen jetzt eigentlich die Leute da nur noch gegen Wellen von Ads. Triumphieren! Und wie ihr vielleicht seht, die FPS kann böse in den Keller von 60 geht mal noch auf 30. Und wenn ich mich jetzt da noch in den Kampf stürze, dann würde es noch unter 20 gehen. Also das ist sehr heftig. Helden zuvor. Die Legion ist endlos. Ich mache es jetzt gleich einmal. Ihr seht es da, bam, da bombt man einfach nur noch rein. Base zu mir. Schließt die ein. Einfach nur noch 3 Bomben. – 21 FPS. Alter, Alter. Zurückfahren. Zu mir. Wir halten diese Linie. So, jetzt haben wir's. Sie kommen von hinten. Stärkt die Flanke. Kriegshäuptling. Die Horde darf heute nicht untergehen. Ohne die Horde werden wir überrannt. Wir müssen hier weg. Bringt alle zum Luftschiff. Alle Mann! Rückzug!
meinem Sohn. Man wird eurer gedenken, den König, der alles geopfert hat. Für gar nichts. Für die Allianz. Jo, so, dann hätten wir das. Sehr bewegend eng gewesen. Cool, neues Äxtli. So, nachdem wir das Zeug abgehängt und aus dem schwierigen Teil wieder draußen sind, können wir da wieder aufschalten. So. Und jetzt haben wir da natürlich noch eine letzte Aufgabe. Jetzt kommt dann einer der bewegendsten Momente, finde ich, wo ich die ersten paar Mal wirklich, vor allem beim ersten Mal, wirklich der Tränenwerk bin. Und Ehre. Als treue Fanboy seit Burning Crusade. Ja. Hat mich das Ganze schon ein bisschen mitgenommen. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal still und ja, wünsche dir noch viel Spaß beim Schluss. Der gute Kriegshäuptling ist jetzt sehr, sehr schwer verwundet und hat da noch einen Kriegsrat im Abhalten. Und ja, es kommt halt, wie es kommen muss. Sylvanas kommt auch schon.
Windläufer, tretet vor. Kriegshäuptling? Die Loa-Geister sagen mir, mein Tod naht. Am Ende ruft der Tod uns alle. Doch die Horde lebt weiter. Ich habe euch nie vertraut. Nicht mal in unserer dunkelsten Stunde hätte ich geglaubt, dass ihr unsere Rettung sein würdet. Aber die Geister gewährten mir Klarsicht. Eine Vision. Ein geflüsterter Name. Viele werden es nicht verstehen. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und führen. Ihr seid jetzt Kriegshäuptling. Vol'jin ist tot. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen? Ja, wie schon erwähnt, sehr bewegend. Horde hat jetzt einen neuen Anführer bzw. eine neue Anführerin. Hoch. Jo, das wäre es eigentlich gewesen mit der Pre-Quest. Wir werden jetzt da noch kurz mit Sylvanas reden und dann geht es eigentlich schon zu den Invasionen. Und das Video ist ja schon im Kasten und wird demnächst auch bald uploadet. Ja, ich hoffe, euch haben die kleinen Tutorials, nenne ich es jetzt mal, geholfen. Und ja, falls euch so Videos gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder sogar ein Abo, würde mich sehr freuen. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warcraft Legion. Bis dann, ciao!